Wir starten heute eine Wanderung auf La Palma, die sehr bekannt ist und angeblich zu den schönsten gehört, und zwar die Ruta de los Volcanos. Also die Route geht von Naturreservat Campingplatz El Pilar bis im Süden nach Los Canarios. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man am Weg aussteigt. Wir haben nur keinen wirklichen Ort gesehen, wo man sich dann mit dem Taxi abholen kann. Stichwort Taxi. Die meisten Leute machen es so, dass eine Strecke gängen und dann wieder zurückfahren mit dem Taxi, weil es eben eine A-B-Wanderung ist und in beide Richtungen war es ein bisschen lang. Wir starten bei El Pilar, weil es höher liegt und insgesamt sind es um die 600 Höhenmeter auf, aber dafür 1300 runter. Das heißt, insgesamt doch die weniger anstrengende Variante. Ja, gleich zu Beginn geht es bergauf. Jetzt die ersten fast 200 Höhenmeter geschafft, was ich mich so besser fühle. Wir sind nur in die Bäume, aber die Sonne spitzelt schon durch. Ich glaube, es dauert nicht mehr lang, bis wir das schöne Panorama sehen. Also jetzt hat sich das ein bisschen gelichtet da und es ist wirklich sehr schön. Man sieht schon sehr weit über die Wolken drüber. Man sieht die zwei, die an uns vorbeigehen, und es ist wirklich perfekt heute. Und da hinten ist der Teide auf Teneriffa. Da waren wir auch schon und ich hoffe, ihr habt das Video nicht verpasst. Ja, man sieht es im Hintergrund. Wir sind aus dem Wald quasi heraus. Wir sind eigentlich am, ich würde fast sagen, Gipfelgrad vom nächsten Vulkan. Und wir sind über den Wolken, man sieht rundherum eigentlich extrem weit. Ah, es ist schon eine ziemlich coole Wanderung. So, da haben wir bald den höchsten Punkt erreicht. Von da an wird es nur mehr bergab gehen. So, das ist die Gipfelmarkierung vom Deseada. Das ist der höchste Punkt auf der Wanderung und für uns ist es der Punkt, wo wir die Jausen auspacken und dann mal ein bisschen was essen. Ab hier kann man dann schauen, ob man zurückgeht oder ob man den Weg nur weitergeht bis nach Los Canarios. Und ja, das überlegen wir uns dann nach der Jausen. Also wir sind jetzt am höchsten Punkt angekommen, wo die Wanderung eigentlich nur mehr bergab gehen würde, mit ein bisschen am Auf und Ab.
Und wir haben uns entschieden, dass wir den höchsten Punkt als unseren Umkehrpunkt hernehmen, weil Ja, weil es geht jetzt nur mindestens 4 Stunden hinunter. Und ja, es ist schon ein bisschen spät. Wir sind halt viel zu spät losgefahren und wir würden wahrscheinlich im Dunkeln ankommen. Man muss dann mit dem Taxi wieder zurück zum Ausgangspunkt, über eine Stunde wahrscheinlich fahren. Und ja, es ist einfach schlechtes Zeitmanagement. Also wenn wir die ganze Runde gehen möchten, was wahrscheinlich cool ist, wobei der Teil jetzt, was wir jetzt am Schluss gehabt haben, wahrscheinlich der beste ist, dann lohnt es sich bestimmt, früh aufzustehen. ja, insgesamt sehr coole Tour. Wir empfehlen es weiter. Wir werden jetzt wieder zurückgehen und entlassen euch mit ein paar coole Drohnenaufnahmen.